Es ist Mittwoch, der 24. Juni. Ich begrüße euch mit der Tageslosung Jesaja 61,11. Wie die Erde hervorbringt, was sprießt, so wird Gott, der Herr, Gerechtigkeit sprießen lassen und Ruhm vor allen Nationen. Und dazu Jakobus 3,18, die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema «Der Zweck heiligt die Mittel». Ist für irgendeinen Zweck jedes Mittel berechtigt? Ich kann mich erinnern, es ist etwa 25 Jahre her, Advent. Ich habe einen Gospelchor aus Schwarzafrika eingeladen. Den Namen haben sie getragen von ihrem Manager. Die Leute sind angerückt, wir haben gemerkt, die haben es wirklich getroffen. Die machen rassige, mitreissende Musik, genau das Richtige für ihre Adventszeit. Ich habe sie dann noch zum Nacht eingeladen vor dem Auftritt und habe gedacht, ich wollte sie noch ein bisschen lernen kennen. Das war nicht gut möglich, weil nur der weisse Chef hat immer geredet. Und dann war mir in der Kirche und dann ist mir aufgefallen und auch ein bisschen geschmuch worden, sie haben alle Schlüssel abgezogen in der Kirche. Das heisst, sie haben alle Eingänge geschlossen, ausser einen einzigen, mit dem Ziel, dass ja nicht immer einer Kollekte entkommen würde. Ich habe gemerkt, es muss auch eine Battle-Organisation sein, jedenfalls der Organisator ist auf das aus. Das Konzert war hinreissend, aber verschiedene Leute haben sich nachher beschwert bei mir, wegen dem Geist von der Abzockerei, der überall ein bisschen durchgeschlagen hat. Es hat ein Nachspiel gehabt. Ich habe dem Chef geschrieben und habe gesagt, ich finde es nicht richtig, dass die Schwarzen ausgenutzt werden, gerade in der Vorweihnachtszeit, die eigentlich eine andere Botschaft hat. Ich sehe das als eine Form von Missbrauch. Die Antwort hätte er sehen. Er hat mir geschrieben, er könnte jeden Bissen einzeln rauskotzen, den er bei mir beim Znacht gegessen hat. Aber es ist noch schlimmer gekommen. Aus dem einen Beispiel habe ich noch zu wenig gelernt. Einige Jahre später ist wieder einer gekommen, aus Schwarzafrika, ein Weisser, mit 4 Mädels als Theatergruppe. Sie waren auf einer Theatertournee in der Schweiz. Und es ist so um interkulturelle Sachen gegangen, wie kommt man miteinander aus, die verschiedenen Kulturen, sehr interessant, sehr farbig. Wir haben ja auch die Jungen eingeladen für nachher die Vorführung. Mittlerweile hat mir die Vermieterin angerufen, die ihnen die Wohnung vermietet, wo sie sich in der Schweiz auch vorbereitet und gesagt, er missbraucht die Mädchen. Jemand hatte einen Traum gehabt, über den Mann, hat mir das erzählt, mit grossem Erschrecken. Wenn er nicht umkehrt, wird er eines plötzlichen Todes sterben. Sie haben gesehen, wie er stirbt am Mittagstisch. Auch diese Geschichte hat ein Nachspiel gehabt. Irgendwie konnte ich nicht auf dem Maul hocken. Ich wusste, Missbrauch ist etwas, das gar nicht geht. Und schon erst recht nicht, wenn man das nachher in der Kirche kaschiert, mit einem Deckmäntelchen. Und darum habe ich ein Treffen arrangiert mit ihm und habe ihm das alles eröffnet und gesagt, es kommt nicht gut. Ihr müsst umkehren. Wenn ihr nicht umkehrt, wird es ganz letztes rauskommen. Es hat jemand einen Traum gehabt, dass ihr sterben werdet. Er hat mich natürlich verhöhnt. Er hat gesagt, das ist alles zusammen nichts, das sind blöde Anschuldigungen. Ist heim nach Afrika. Im gleichen Jahr ist er, wie es ist geträumt wurde, am Mittagstisch gestorben. Auf einen Schlag, an einem Herzschlag. Ich bin nicht daran interessiert, dass irgendjemand an irgendetwas stirbt und schon gar nicht möchte jemand in das hinein manövrieren. Aber ich habe gemerkt, der Zweck heiligt eben nicht die Mittel. Der Zweck war durchschaubar in beiden Beispielen. Es ist um Macht gegangen, um Geld, am Schluss sogar um sexuellen Missbrauch. Kurz, es war eine neue Form von Kolonialismus, eine Form von Sklaverei. Im christlichen Gewand, man könnte auch sagen, der Wolf im Schafspelz. Und also eine Heuchelei. Das Mittel ist geheiligt worden, das heisst, die Heuchelei sieht sehr heilig aus. Das ist ja immer so mit der Heuchelei. Das hat weder mit Gerechtigkeit noch Frieden etwas zu tun, was der Jakobus in diesem Abschnitt erwähnt, und auch nicht mit der Weisheit, was so ein bisschen das Oberthema ist von dem letzten Teil vom 3. Kapitel vom Jakobusbrief. Lesen das vielleicht einmal, ist sehr interessant. Der wahre Zweck können zu durchschauen, das habe ich dann nach und nach ein bisschen gelernt. Das heisst auch, dass man Mittel durchschauen kann.
Der Jakobus war wahrscheinlich ein Bruder von Jesus. Die Stärke von seinem Brief ist ein bisschen anders als bei den anderen Aposteln. Darum hat ihn der Luther als strohene Epistel bezeichnet und gar nicht in der Bibel haben. Die Stärke von diesem Jakobusbrief besteht darin, dass er sagt, alles ist aus einem Guss. Es gibt keinen Unterschied zwischen Zweck und Mittel. Es gibt keinen Unterschied zwischen Saat und Ernte. Wie die Saat, so ist auch die Ernte und umgekehrt. Der ganze Abschnitt steht eigentlich unter dem Thema Weisheit. Das wäre eben Weisheit, das können zu verstehen. Von Anfang an muss alles aus dem gleichen Stoff sein. Scheinweisheit, eben der Schleue, ist die Fähigkeit, Zweck und Mittel auseinander zu dividieren. Im Hintergrund gibt es Neid, Streit und Gier, also artfremde Interessen. Im Vordergrund aber sieht es sehr christlich aus. Also evangeliumsfremde Interessen steuern nachher die Mittel, die sich all das zu Nutzen machen, was man eigentlich möchte erreichen möchte. Das heisst, Weisheit ist dann dort die Schleue mit können reden und überreden, sich aufzuspielen und schlussendlich Bauernfängerei zu betreiben. Das Thema Saat und Ernte kommt in der ganzen Bibel immer wieder vor. Die Saat ist identisch mit der Ernte. Nur ist es einfach nochmal ein bisschen mehr als vorher. Die Frucht von der Gerechtigkeit, also das Korn, wird wieder ausgesät, sagt Jakobus. Warum? Es gibt nachher ein Ähre daraus, noch mehr Korn. Begleitumstände von der ersten Stunde an, nämlich der Frieden, der Shalom, sind die gleichen, die nachher dann auch Friedenscharakter schaffen unter den Leuten. Es fängt an mit Frieden, es endet im Frieden. Aus einer Konkurrenzschule heraus entstehen keine Friedensstifter, sondern nur Konkurrenten, und der Neid ist die entscheidende Energie. Ich habe 2 Brüder kennt, die beide Lehrer waren, beide Künstler waren, aber diametrale pädagogische Ansätze hatten. Der eine war ein Musiklehrer, zudem bin ich Musikschule, Violinunterricht, und der hat eines Tages eine erschreckende Tabelle an der Wand gehabt. Es ist um eine Etüde gegangen, also um ein Übungsstück, wo man gerne schneller und schneller hätte spielen können. Also Fingerfertigkeit. Und für das hat er das Instrument hier, oder das Tool, wo man sagt, das Taktell, also es gibt den Takt an, wie ihr seht. Und dann kann man notieren, wie schnell war jetzt das gewesen. Und wenn der Schüler das nächste Mal kommt, kann man das ein bisschen beschleunigen und kann schauen, ob er noch mithalten kann. Und so ist das immer weiter gelaufen. Der Takt war allen in den Ohren und jeder hat immer geschaut, wer ist jetzt oben an der Tabelle. Und dann haben sie angefangen, Stunden und Stunden investieren, nur wegen diesem blöden Taktell. Und es hat Tränen gegeben. Schlussendlich musste er die Übung abbrechen, weil er gesagt hat, selber eingesehen, dass er jetzt einen Schritt zu weit gegangen ist. Der Anger, der Tonverarbeitung gemacht hat, also Keramiker war, der hat sich auf ein anderes Element in der Pädagogik spezialisiert und ich habe immer gestaunt, wie er das gemacht hat. Er hat einfach gesagt, bei jedem findest du etwas Geniales. Bei jedem findest du etwas Interessantes. Bei jedem findest du etwas Gutes. Nur du musst ihm es einfach sagen, für dass er nicht anfängt neidisch werden auf die anderen. Und er hat das hergebracht. Das ist ein Stück Friedensschulung. Der letzte Friedenschampion, auf den die Welt ja noch wartet, wird das Friedensreich aufbauen aus Eisen und Ton. Eiserne Faust oben, tönerner Widerstand unten, das heisst eine Masse, die sich nicht wehren kann. Es wird zu diesem Zweck eine weltweite Razzia geben, das heisst alle, die anders denken, alle Dissidenten, aller Widerstand wird zerschlagen werden, es wird eine Säuberung geben, bis nur noch Kopfnicker werden da sein, Leute, die eine Zahl und einen Namen akzeptieren. Das ganze Programm heisst Ordnung aus dem Chaos heraus produzieren. So steht es auf der US-1-Dollar-Note, Ordnung aus dem Chaos, auf Latinisch. Der Jakobus sagt, Unordnung, eben Chaos, braucht das Wort dort im Griechisch,
Und lauter böse Dinge kommt aus dieser Schlaumeierei raus, die sich Weisheit nennt. Wo man auseinander dividiert, was zusammengehört, wo man Zweck und Mittel verschieden definiert. Aber der grosse letzte Diktator wird sagen, nur so ist es möglich. Für einen Neustart muss es vorher ein tolles Chaos geben. Der Jakobus bezeichnet diese Weisheit als irdisch, niedrig und teuflisch. Die drei Ausdrücke braucht er. Und da merkt man sofort, aus welcher Quelle wird das Ganze gespissen. Ganz anders der Friedenfürst. Der Grundstein wie der Eckstein kommt aus dem gleichen Gestein. Das erste Wort und das letzte Wort kommt aus dem gleichen Wortschatz. Und in der Friedensschule werden nur Friedenscharaktere, Friedensstifter geschmiedet. Wie der Anfang, so das Ende. Shalom heisst das Ganze ja. Das heisst, Shalom, es darf nicht auseinanderfallen. Es gehört alles zusammen. So auch der Zweck und so auch das Mittel. Ich wünsche euch einen schönen